Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Ich hoffe doch, es geht euch allen gut. Und ihr seid schon ein bisschen Hype auf Pokémon. Bei uns gibt es Purpur. Es gibt ja Karmesin und Purpur. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich gerne möchte Purpur spielen. Darum ist es heute Pokémon Purpur bei uns. Und nicht nur das, sondern ihr könnt sogar auch noch jeweils 1 Purpur und 1 Karmesin gewinnen. Ah, nice. Merci viel Nintendo an dieser Stelle, wo uns das freundlicherweise zur Verfügung stellt. Plus gibt es zu diesen 2 Games, die ihr gewinnen könnt. Die sind übrigens physisch. Ja, so, in diesem Stil. Das ist meine Version, don't worry. Und genau, ihr bekommt zusammen zum Spielen noch ein paar Goodies. Und zwar ein Sticker-Set, schön so ein, wie heisst es, das LAN-Dings, das LAN-Yard. So. Es gibt so einen Pin dazu vom Wappen von eurer Schule, die ihr in-game spielt. Also entweder eben das Purpur oder das Karmesin. Und es gibt ein Post-it dazu, also ein Post-it-Notizblöckchen. Und ja, ich glaube, das wär's. Yes, aber mega cool. Also Nintendo hat uns da freundlicherweise noch ein paar Goodies zugeschickt, die ich euch dann gerade weiterschicken kann. Das ist natürlich mega. Und ja, an dieser Stelle natürlich erstmal merci vielmals, Hoshi, für die Follow. Herzlich willkommen bei uns. Schön bist du da und schön seid ihr alle anderen natürlich auch da. Einerseits der Nico, der eigentlich am Arbeiten sein sollte, ich sehe das schon. Und hoi Hoshi, ich hoffe dir geht's gut. Martin, pünktlich zum Feierabend nochmal Steffi Gönnig. Yes! Dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Feierabend. Genieße es. Bei mir geht es jetzt noch 2 Stunden, bis ich Feierabend habe. Vartaras schreibt noch Hello. Hope English folks are welcome as well. Sure, Vartas, you are very welcome to be here, to enjoy our stream, to watch our stream. Unfortunately, the giveaway is for Swiss people only. You have to live in Switzerland. So if you do not live in Switzerland, unfortunately, you cannot participate in the giveaway. I'm sorry. Und Paul Potter, danke schön auch dir für den Follow. Crazy Cat Lady, Sally, Razel ist auch da. Mega nice. Gell, hört sich doch gut an, finde ich eben auch. Hey Paul Potter und hoi Swiss Squall. Ich hoffe doch, es geht euch gut. Ihr seid ready fürs Wochenende. Ich bin jetzt zuerst mal ready für Pokémon Purpur. Bin sehr gespannt drauf. Zuerst möchte ich aber noch schnell klären, wie das läuft mit dem Giveaway, bevor wir jetzt hier starten. Und zwar, wie gesagt, wir haben einmal Pokémon Purpur und einmal Pokémon Karmesin. Und ich kann leider nicht 2 Giveaways gleichzeitig machen. Darum starten wir jetzt einfach mal mit dem Pokémon Purpur. Und etwa in 3/4 Stunden ist das Giveaway, also machen wir das Giveaway. Und dann fangen wir das nächste an und dann verlassen wir noch Pokémon Karmesin. Leider geht es nicht anders. Ich hoffe, das ist für euch so okay. No worries, I was only watching for the game. Alright, yeah, then you're welcome. You can also comment what you see. Of course, you can also give me some tips if you want to. No backseat gaming though. But yeah, of course, you're very, very welcome to watch our streams. Hey, Heartless. Hope you all will be having fun. Yes, I think so. I think we will have fun. Sure, we always do have fun. Genau, yes, also, seid ihr ready für das erste Giveaway? Dann würde ich das nämlich jetzt an dieser Stelle heute starten. Wir starten mit dem Giveaway Pokémon Purpur. Es geht 45 Minuten. Wir brauchen 20 Points. Jetzt habe ich natürlich, glaube ich, irgendetwas noch. Genau, ich habe die Nachricht nicht überarbeitet. Das mache ich dann nachher. Ich glaube es auch, oder? Giveaway Settings. Nein, das stimmt aus. Doch, tipptopp, das stimmt aus. Gut, wunderbar. Also, wie gesagt, es braucht 20 Punkte. Die Punkte bekommt ihr
während ihr, also um das Ticket zu gewinnen, genau mit Ausrufezeichen Points, könnt ihr schauen, wie viele Punkte ihr momentan habt. Ihr kommt Punkte über, indem ihr aktiv im Chat schreibt. Also würde ich euch wirklich an dieser Stelle sicher mal empfehlen, wenn ihr mitmachen wollt, aktiv im Chat schreiben. Follow müsst ihr natürlich, also ihr müsst natürlich auch Follower sein, damit ihr überhaupt könnt mitmachen könnt. Ja, ich sehe schon, der Martin hat mehr als genug Punkte. Und ihr könnt mit Ausrufezeichen Win Ace, also Leerschlag Ace, oder Ausrufezeichen Win Leerschlag 2, könnt ihr entweder Ace-Ticket für 20 Points oder 2 Ticket für 40 Points einlösen. Je nachdem, wie unbedingt dringend ihr das Spiel wollt haben und natürlich, wenn ihr vorausgesetzt genug Punkte habt. Genau. Genau, und falls ihr noch nicht genug Punkte habt, ihr aber unbedingt gewinnen oder beziehungsweise mitmachen, yes, Schweiz only, Tobi, Schweiz only, dann könnt ihr eben, da gibt es diverse Möglichkeiten, aktiv im Chat sein, gibt euch ein paar mehr Punkte, Follow gibt mehr Punkte, tut einfach unseren Kanal heute raiden, das gibt auch noch ein paar Punkte und dann habt ihr garantiert genug. So, Googly, Sally, wie geht's dir? Man sollte auch einen Switch haben. Absturz, es wäre von Vorteil, ja, wenn du einen Switch hättest, auf jeden Fall. Ja, ohne Switch kannst du es leider nicht spielen. Uah! Das war meine Katze, Bonnie! Oh. Naja, solange sie den PC nicht abgestellt, was sie auch schon gemacht hat. Ja, komm. Gehst du Füße in dein Körbchen? Ja, feini. Bonnie ist immer am Randalieren, ja. Aber hey, solange sie den PC nicht abstellt während dem Stream, ist alles gut. Hat sie nämlich auch schon geschafft. Ich komme gleich wieder. Ich habe hier nämlich noch schnell die Kiste, wo ich euch schnell zeigen kann, wie das alles aussieht, was ihr heute was ihr könnt gewinnen beim Giveaway. So, natürlich eben haben wir einerseits Pokémon Karmesin, das ist noch original eingeschweißt, und Pokémon Purpur. Die Version, die ihr zugeschickt bekommt, ist natürlich auch noch original eingeschweißt. Don't worry, aber das ist jetzt die Version, die ich natürlich gerade am Spielen bin. Darum ist es ausgepackt, logisch, oder? Genau, das kommt ihr rüber. Es gibt 2 so Sticker-Bögen mit den beliebtesten, herzigsten, knuffigsten und natürlich der Starter. Und der Legendary Pokémon. Nein, da haben wir, aber wie vorher schon angedeutet, hier noch so Lanyards, die ihr auch bekommt, mit Pokémon drauf, also mit der Purpur- und der Karmesin-Version drauf. Dann hat es so Post-its. Echt, also ja, kennt ihr wisst, was Post-its sind. Und noch eben so hier so 2 Pins. Einerseits natürlich der Pin für die Purpur-Version und der Pin mit der Orange für die Karmesin-Version. Genau. So, das könnt ihr heute gewinnen. Wir haben jetzt mal mit der Purpur-Version gestartet. Also im Moment läuft das Giveaway für Purpur. Wenn ihr wollt gewinnen, dann könnt ihr jetzt Ausrufezeichen Win Ace für 20 Points, also für Ace-Tickets für 20 Points, oder Ausrufezeichen Win Leerschlag 2 für 2 Tickets für insgesamt 40 Points gewinnen. So, jetzt habe ich glaube langsam genug geredet. Jetzt wollen wir mal anfangen zu spielen. Meint ihr nicht auch? Genau, Bonnie im Randalieren. Ein Switch wäre sicher gut, ja. Randale Bonnie, absolut, ja. Ja, sorry, Schweiz only. Genau, es ist halt vor allem aus dem Grund, weil wir in der Schweiz immer ein paar wenige, also wir haben weniger Produktalben, die wir zur Verfügung gestellt bekommen zum Verlosen als Deutschland. Also deutlich weniger, auch verhältnismäßig kommen wir weniger Sachen zur Verfügung gestellt über als
aus Deutschland. Und wir sind natürlich brack.ch, das müsst ihr sehen, brack.ch. Wir sind ein Online-Shop, der nur innerhalb der Schweiz liefert. Wir liefern nicht auf Deutschland, wir liefern nicht auf Österreich, sondern wir sind wirklich ein nationaler Online-Shop, also E-Commerce-Unternehmen. Und da würde es auch überhaupt keinen Sinn machen, wenn wir würden ins Ausland ein Giveaway schicken. Das versteht ihr sicher alle. So, also. Crazy Cat Lady, die Katzen schlafen nebeneinander. So cute. Mega herzig. So, Marktlücke. Was? Safety Caps für PC? Power-Off-Schalter. Also so, ja. Genau, so Caps, dass die Katze drauf steht, dass es nicht einfach abstellt. Genau, ja, wäre ja dafür. Was? Scarlet hört man viel, aber die Übersetzung. Es gibt Scarlet und Violet. Und Scarlet ist Karmesin und Violet ist Purpur. Ich habe am Anfang hure Mühe gehabt und mega gestruggelt. Wenn wir jetzt echt noch schnell... Ja, komm. Tun wir halt heute noch schnell ein Update durchführen. Warum auch nicht? Ja, ist gut. Jetzt schaut sie noch schnell ab. Neu starten hier. Ja, ist doch tipptopp. Ja, das stimmt noch nicht. Fleuru. Du mich nicht outen. Mann. Ich habe das noch nicht anpassen. Moment, ich passe es halt noch schnell an. So. Gewinnen. Da. Also einmal Pokémon Purpur und einmal oh Gott, ich kann nicht schreiben. Pokémon Karmesin. Nein, mit 20 Punkten. Genau, pro Gebühr. So, gut, also. Command ist jetzt auch angepasst, ist gut. Mann, jetzt hat er mich stehen geoutet, Mann. So gemein. So gemein. So. Alles gut. Ja, ich habe aber nicht nur einen Job. Ich habe nicht nur einen Job, das stimmt eben nicht. Ich muss da alles machen. Ich muss viele Sachen machen. So. Hey Pascha, sehr gern, sehr gern. Wir verteilen ja immer mal wieder Subs. Alle 2 Wochen verteilen wir jetzt auch Subs. Also, ja, einfach immer schon dranbleiben. Immer schon dranbleiben. So, jetzt. Ich schreibe durch das ganze Land. Genau, ungefähr so. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir doch finally Pokémon Purpur. Und es braucht immer noch ein Update. Etwa noch 1 Minute. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Das halten wir noch aus. Wie geht der Text weiter? Ich schreibe durch das ganze Land. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Sorry. So. Weit und breit. Ja, keine Ahnung. Ich bin ganz, ganz schlecht im Dings mir Songtexte zu merken. Genau, da. Genau so, nicht anders. Als Floru muss mit seinen Punkten flexen. Wie viel hat der Floru? 1728. Holy shit. Also, so, Pokémon ist fertig abgeladen. Wunderbar. Es passiert etwas. Nice. Es ist grau geworden. Ja, ich möchte gerne auf Deutsch spielen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ton haben wir auch. Ja, ich bin gerne das Blonde hier. Finde ich ganz gut. Ich heiße Steffi. So würde ich gerne noch genannt werden. Steffi. So.
Wollen wir mal heute schnell reinschauen, was man überhaupt alles ändern kann? Wir schauen mal schnell. Hier Frisur, Standard kurz, Standard... Was? Ah, muss ich es jetzt mal auswählen? Oh shit, okay. Das haben wir vorhin gehabt. Stoppelfrisur. Kurzer Bob, lang und gerade. Aber ohne Pony bitte. Seitenscheitel. Zurückgekehrt, ja. Langer Bob. Zopf. Flochten. Ha, cool. Eine tolle. Oha. Kurzhaarschnitt. Pixie-Schnitt. Undercut. Topfhaarschnitt. Was, ein Doppeldot. Nice. I love it. I take this. Dreadlocks, asymmetrischer Bob, zerzaust. Und das ist das Unterste. Gut, wir gehen natürlich mit dem Doppeldot. Farben können wir natürlich auch noch auswählen. Nein, nur Emote Chat. Hei. Schwarz, goldig, dunkelbraun, aschbraun, beigeblond, platinblond, braunpink. Das ist actually eine coole Haarfarbe. Magenta, grün, weiß, pink, blau, rot, altrosa. I like this. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so, also nicht gedacht, dass man so viel blau-grün, also Türkis ist auch nice. Ich dachte, dass man so viel Farben auswählen kann. Oh, das ist auch cool. Hey. Aschviolett. Silbrig. Oh, nice. Hey. Mega cool. Aschweiss. Aschgrün. Entschuldigung, Dunkelkobalt. Kobalt. Hellkobalt. Okay, jetzt ist fertig. Sag jetzt mal, Hellblau ist auch schön. Finde ich auch actually eine echt coole Farbe. Ich glaube, ich gehe mal mit dem. Es ist noch so die Frage, kann man auch die Augenbrauen auch noch anpassen? Ja, ich möchte gerne diese Frisur. Sicht ändern. Augen 2. Oh, schon viel besser. Nein. Auch gut. Das sieht ein bisschen fies aus, finde ich gut. Das sieht vor allem ein bisschen verschlafen aus. Ich glaube... das finde ich ganz gut. Das sieht so ein bisschen aus. Oh, da kann man viel anpassen. Kontaktlinsen. Also wir können die Augenbrauen, die Augenfarbe auswählen. Aber Kontaktlinsen. Das ist eigentlich auch noch weird. Dreadlocks, ganz kritisch. Ja, das stimmt. Kulturelle Aneignung, gell? Oh, no. Also, Nussbraun, ja, schön, grau. Warte, meine Augenfarbe, schwarz. Ja, gut. Gelb, oh Gott, rot. Violett. Violett finde ich auch immer nice, aber jetzt zu den hellblauen Haaren passt es vielleicht nicht so gut. Mohnrot. Weiss, ja, genau. Es sieht ein bisschen krank aus, irgendwie pink, rosa. Orange. Sehr interessant, dass man alles für... Ah ja, nein, darum sind es ja Kontaktlinsen. Alter. Das ist dunkel. Bunt. Hey, schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen. Wahnsinn. Hey, seht ihr das? Also ich glaube, ich bleibe einfach ganz langweilig. Warte, schau, wie sie sieht. Braun aus. Nein, das ist schon nussbraun. Bunt, soll ich bunt nehmen? Also, für euch nehme ich bunt. Aber nur für euch. Was immerhin realistisch. Alles ist realistisch bei Pokémon. Gell? Ja, total. Dann, Wimpern. Keine. Okay. Die sind cute. Das ist ein bisschen too much. Die finde ich actually auch recht herzig. C2. Also auch hier, auch wenn es nicht super ist, holy shit. Wow, Fake Lashes on point.
Das wird immer lustiger. Das ist eigentlich auch noch cute. Aber ich glaube, ich gehe mit eher etwas Schlichtem, und zwar dem hier. Ja, die finde ich ganz cute. Nein. Die Farbe können wir auch noch auswählen. Machen wir pinkige Wimpern. Platinblond. Oh Gott, das passend zu den Augenbrauen. Rosa Wimpern. Also nein, sorry, also bei aller Liebe, meine Liebe, aber oh wait. Passend zu den Haaren, hellblaue Wimpern. Nein, ich glaube ganz ehrlich, einfach nur schwarz, bitte. Die Augenbrauen. Okay, sehr, sehr interessant, auch, was es hier für Auswahl gibt, auf jeden Fall. Gibt es so normale Augenbrauen? Die sehen aus wie so zwei Nudeln. Nein, so zwei so Fusili, die man so auf die Stirn geklebt hat irgendwie. Ja, genau, Fusili! Wenn das jetzt ein Anime-Charakter wäre, wäre das echt speziell. Ja, aber es ist ja auch ein Anime. Noch grössere Fusili. Noch grösser. Es ist ja auch ein Anime-Spiel. Also von dem her. Also Pokémon ist natürlich. Hey, sie werden langsam normaler. Ja, ich hätte gerne die. Perfekt. Und zwar auch in Hellkobalt. Das sieht schon besser aus. Das vorher hat ein bisschen gebissen. Also, die Lippen. Was gibt es hier? Das sieht man fast nicht. Das ist noch ganz wichtig. Das 4. 6 ist okay. Keine Ahnung. Die sehen alle plus minus gleich aus. Oh, das sieht nach Schmollmund aus. Holy shit. Also man kann wirklich einiges austesten. Vielleicht müssen wir zuerst ein bisschen Lippenstift drauf machen. Blasses Orange. Pink. Oder hat es nicht irgendwie... genau, mit dem Orange... Nein, nicht Orange. Passend zu den Dingen... passend zu den Augen noch irgendwie etwas. Hier sieht man es, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. Das sieht doch freundlich aus. Ja, wir bleiben gerade bei dem. Ich klicke mir gar nicht mehr durch. Sonst werde ich heute nicht mehr fertig, Leute. Ihr wisst, ich und Charaktereditor kommt nicht gut. Aber ich probiere wirklich extra ein bisschen schnell zu sein. Also Schönheitsflecken. Aber ich werde euch natürlich auch zeigen, was es alles gibt. Da habe ich actually den Schönheitsfleck hier. Darum den nehme ich immer. Und der bleibt jetzt auch. Jetzt hast du mal gefragt, auf welcher Seite. Nein, schon das 3 in diesem Fall. Also man kann sogar 2 haben. Aha. Immer schön asymmetrisch. Die ist ja auch cool. Was habe ich gesagt? Das 4. Nein, das 3. Gut. Sommersprossen finde ich halt auch immer sehr herzig. Habe ich aber leider selber nicht. Darum nehme ich auch keine. Gut. Hey, wir haben es geschafft! Gott. Wir haben es geschafft. Bestätigen mit B. Ja, ich bin mit meinem Gesicht zufrieden. Vor allem mit den Augen. Die sind einfach crazy. Sie starren genau in deine Seele und saugen dich aus. Etwa so kommt mir vor. Also, los geht's. Wuhu! Leute, ich habe jetzt echt pressiert mit dem Charaktereditor. Okay. Kinderschminken mit Steffi. Nein, das hat nichts mit Kinderschminken zu tun. Entschuldigung. Im Anime ist das jetzt gerade God-Mode. Ja, mit meinen Augen, gell? Jetzt habe ich God-Mode, ich habe God-Status. Ja, der Flöru hat etwa genug für 3 Tage Emote only. Das ist es so, ja. Wenn noch nie 2 Stunden für eine... Was? Wenn noch nie 2 Stunden für eine Charaktereinstellung gehabt hast? Ja, schon länger als 10 Stunden gehabt, trust me. Ich könnte auch tatsächlich... eigentlich... Also so Sachen wie zum Beispiel Sims oder so. Ich könnte den ganzen Tag nur damit verbringen, einfach Charaktere zu erstellen, aber nicht spielen. Und yes, wir sind in der Traubenakademie und Karmesin ist tatsächlich die Orangenakademie. Und wir haben hier sogar einen schönen Pin für die Traubenakademie. Und ich finde, die Traubenakademie passt sehr gut zu mir. Nicht nur, weil ich den Winemaking-Simulator gespielt habe, sondern weil ich grundsätzlich lieber Wein trinke als Orangensaft. So, also.
Einschreibung in die Traubenakademie. Sprache Deutsch, Name Steffi. Wunderbar. Und das Passfoto von uns haben wir auch noch. Und wir sind registriert. Dann kann es ja jetzt losgehen. Sauser. Nein. Wie? Also wir sind hier schon ein bisschen sophisticated. He? Ja, die Mods haben ja heute alle Dienst. Die müssen arbeiten. Also hier wäre anscheinend irgendwie ein Song oder so, was auf Individualität gebaut bald schon Richtung Zukunft schaut. Oder auch nicht. Ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt im Vorfeld, ob ihr unseren Podcast gehört habt. Falls ihr unseren Podcast noch nicht kennt, schreibt Ausrufezeichen Podcast in den Chat. Wir haben schon im Podcast tatsächlich darüber geredet, dass Karmesin und Purpur ja eben in zwei verschiedenen Schulen spielt. Eine ist eben die Traubenakademie, das sind wir, und wir richten uns in die Zukunft. Die Traubenakademie mit ihrem Forscher richtet sich in die Zukunft und im Karmesin mit der Orange, glaube ich, bin mir ganz sicher, Akademie, die richtet sich in die Vergangenheit. Actually ein recht spannendes Konzept. Vor allem, wo dort auch das Don Fan in beiden Versionen tatsächlich vorkommt. Eine ist die Vergangenheitsversion vom Don Fan und eine ist die Zukunftsversion vom Don Fan. Grüßli aus Bremgarten, Grüßli aus Bernhummel. Nein, da werden keine Kinder zum Weintrinken animiert. Auf gar keinen Fall. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Nice. Woohoo! Ja, das ist ein ziemlich interessantes Konzept. Direktor Clavel, Leitung der Traubenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Das ist eben unser Professor. Ja, das ist so herzig. Gott. Es sieht aus wie ein Pikachu in pummelig. Aber es ist herzig. Man kann sie wahrlich überall treffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Ich frage mich immer noch, was Wasserschinken ist, was sie Sandwich tun. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Wird wahrscheinlich in der Orangenakademie auch nicht anders sein. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Grüßli aus Bern nach Aargau, yes! Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unserem Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Hey, jetzt würde es mich aber gleich mal interessieren, von wo kommen ihr eigentlich alle so? Aus welchem Kontinent vor allem? Aus welchem Kanton? Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich. Und was wir alle hier freuen uns darauf, dich bald an der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Da ist es Stopp verloren gegangen. Und das ist unser mega krasse Legendary Mount Pokémon. Mit dem wir actually durch die ganze Open World reisen können. Aarau, Zürich, Basel-Land. Nein, ich weiss nicht, ob ich die Enten so wähle, die Quacks. Oh, das ist cool. Yeah, Flamingos. Ich kann mich echt im Fall noch gerade nicht so entscheiden, welches Starter-Pokémon das ich möchte nehmen. Welches würdet ihr nehmen? Schreibt mal in die Kommentare, welches Starter-Pokémon das ihr würdet nehmen. Baseland, das not gonna lie, ich finde das Legendary Pokémon kinda weird, lol. Ja, aber sind nicht alle Pokémon in den letzten paar Generationen irgendwie ganz komisch geworden, teilweise. Die haben ja ganz komische Frisuren, die Papageien. Aber das Häuschen ist schön. Oh, das ist ein schönes Ferienhaus. Da würde ich auch nicht Nein sagen, um da drin zu wohnen. Feuer passt zu mir. Überall, wo du bist gesehen, in Lasch, verbranntes Land.
Wow! Nein, aber ich muss schon sagen, Feuer würde tatsächlich sehr gut zu mir passen. Wo ich gerne sehe, die Welt brennen. Nein, ich denke, der Schinken ist aus Miltan gemacht. Ja, wir glauben so, ja. Oder einfach allgemein aus einem Ferkel-Pokémon. Also. So, stellen wir mal auf. Guten Morgen, Sonnenschein. Yeah. Oh, wow, wow. Es ist noch wieder ein bisschen hakelig. Dein Schrank ist mit Pokémon-Stickern dekoriert. Und der was für dich? Oh, herzig. Okay, da haben wir natürlich eine Switch da. Eine neue Nintendo Switch-Konsole mit grösserem Bildschirm. Und zwar das OLED-Modell, nicht wahr? Natürlich. Selbstverständlich ist es in-game eingebaut. Wie könnte es so anders sein? Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Paldea, deine Städte. In dieser Folge reden wir über Mesolana City, die Stadt, in der das akademische Herz der Region schlägt. Huch, Zeit aufzubrechen. Dann schalten wir doch den Fernseher wieder ab zum Strom sparen. He? Wunderbar. Das ist ein recht witziger Topf. Wunderbar. Cool. Was haben wir schon noch so? Unser Bett mit unserem Hut und so. Dafür ist aber noch nicht die rechte Zeit. Gut, wir dürfen uns noch nicht anlegen. Oh, so eine Leseecke oder so. Cute. Fragen wir mal ab. Die haben immer so grosse Zimmer in Pokémon. Nicht nur in Pokémon, aber ja. Die haben immer so grosse Zimmer. Oh Mann. Oh, Schwert und Schild. Ja, ich glaube, die haben immer grosse Pokémon, nicht? Diese Karton ist jetzt so klein, aber schwer. Was aber drin ist? Ja, keine Ahnung. Kunst ist auch sehr interessant. Der Bildtitel lautet Lichtfetzen. Das Kunstwerk besteht aus verschiedenen farbigen Papierfetzen. Hat sie sicher in der Grundschule gemacht. Was ist das? In dieser voluminösen Vase steht eine große Pflanze mit kleinen Blüten. Also die Infos, die sie herschreiben, sind auf jeden Fall schon mal lustig. Wenn wir hier dazu sagen, der Bildtitel lautet Stadtansicht am Mittag. Als Motiv dient eine Stadt in einer anderen Region. Aha. Okay. Boah, das Wohnzimmer ist einfach mal gigantisch. Richtige Luxus-Villa. Was geht? Wir haben anscheinend ein Tier. Ist das der Ruff? Also das Eichhörnchen-Pokémon. Hallo. Nein, kein Samtpflänzchen. Okay, wir können nichts machen mit dem. Wir können auch nicht streicheln oder so. Oh, ist das Mami? Hi, Mami. Was Product Placement? Im Product Placement, ja, so, genau. Genau. Also alles total offen. Wenn man mal Erwachsenenbesuch hat, dann könnte das unangenehm werden. Ja, aber der wohnt auch nicht mehr bei Mami, ne? In der Pokémon-Folge kann man sehen, wie Rocco einen Carpador im Kochtopf kocht. Ernsthaft? Wow. Hallo Mami, guten Morgen. Oh, du hast ja schon deine Uniform an. Ja, heute ist ja schliesslich die erste Tag der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, Schätzli. Aber leider musst du doch noch ein bisschen Geduld, bevor es losgeht. Die Akademie hat vorhin gerade angerufen und gemeint, dass du noch daheim sollst warten. Weil alle anderen schon mal anfangen können, du noch nicht. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, was du zum Einschreiben brauchst. Macht gar keinen Sinn, aber okay. Oh, das tönt doch nach einem perfekten Timing. Schau mal bitte nach, wer da an der Tür ist. Also gehen wir doch mal schauen, wer an der Tür ist. Ruff. Wo ist überhaupt die Tür? Entschuldigung? Entschuldigung, bitte. Bitte schön. Ja, Päckchen von brack.ch. Bitte einmal an die Tür abholen. Merci. Ist der ernsthaft einfach gerade zu uns ins Haus reingekommen? Hey, das ist Hausfriedensbruch. Oh, du bist ja auch so Steffi, oder? Es tut mir sehr, sehr leid, aber also, dass sich dein Einschreiben so verzögert hat. Aber ich habe mir ja noch gar nicht vorgestellt. Ich platze einfach so ab und zu gerne so in fremde Häuser. Mein Name ist Clevel, ich bin der Direktor der Truba Akademie. Und ich warte oben vor der Haustür und
ja, platzen einfach so rein in einem Moment, weil es unpassend ist. Keiner saß. Ach, das so etwas aber auch. Das ist ja der Direktor, höchstpersönlich. Naja, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die ihre Tochter für das Einschreiben benötigt. Hey, fände ich viel Spaß im Lurk. Und Hoshi hat genug Punkte zum Mitmachen. Nice. In Amerika war das Letzte, was der Direktor gemacht hat. Ja, ziemlich sicher. Sich persönlich um die Angelegenheiten kümmern. Ja, ziemlich sicher. Ah, das wäre doch nicht nötig gewesen. Unsere Mutter ist so hübsch, darf man das sagen? Darf ich Ihnen vielleicht ein Tässchen Tee anbieten? Jetzt, dass Sie schon den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben. Nein, machen Sie sich bitte keine Umstände. Steffi, ich habe doch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bitte mach dich schon mal parat in deinem Zimmer. Vergiss die Büttel und die Hut nicht. Aha. Senior Direktor. So. Wenn Sie vielleicht Platz nehmen. Gut, dann nehme ich die Einladung dankend an. Also geht mal ein Kaffee trinken oder ein Tässchen Tee. Als ich mit der roten Edition gestartet habe, habe ich mir die Frage gestellt, wieso die jetzt so essen und habe es am nächsten Tag mit einer Kollegin gefragt, was er meint. Und ich denke, ich habe in diesem Tag seine Kindheit zerstört mit der Frage. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich bezweifle, dass alle vegetarisch sind. So, oh, es glitzert sogar. Also, das heisst natürlich wahrscheinlich, dass wir das mitnehmen müssen. Ja, ich möchte gerne mitnehmen, ja. Unser Hut. Kannst du den bitte abziehen? Nein, in Amerika lässt man die Schuhe tatsächlich an. Schuhe. Hey, aber der Hut ist aber wack. Entschuldigung. Drücke den X-Knopf, um das überhaupt mal nicht zu öffnen, weil du dort speichern hast, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers sicher. Ach, was? Wir haben kein Autospeicher. Okay. Also kein Autosave. Solche hilfreiche Tipps für deine Abenteuer kannst du dir jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. Okay. Gut, ich würde gerne meine Hut da abziehen. Bitte. Hallo. Please. Ah, wait, falscher Knopf gewesen. Beutel. Kann ich da irgendwie abziehen? Irgendwie einsetzen. Ja, ich setze meine Abenteuerfibel ein. Ja, ist das alles, was ich bisher weiss? Ich würde gerne den Hut abziehen. Egal, okay. Ich habe vielleicht im späteren Verlauf noch. Mal schauen. Das Pokémon ist Japan, also werden die Schuhe draussen abgezogen. Das stimmt auch wieder, aber sie haben es ja nicht sehr japanisch gehalten, meinst du nicht? Ah, wunderbar. Gut siehst du aus, Schätzli. Perfekt vorbereitet für die ersten Tag. Vorzüglich. So sieht eine Musterschülerin von unserer Akademie aus. Totalis. Hey, was ist heute nur los mit mir? Hast du dich Schock verliebt, oder was? Ich habe ganz vergessen, dir etwas Wichtiges zu übergeben. Das Wichtigste sogar. Hier im Haus wäre es vielleicht ein bisschen unpassend. Kannst du bitte nach außen folgen? Okay. Wieso? Ich frage mich, was der Direktor meint. Ah, komm, gehen wir schauen. Okay, ja, ist gut, Mami. Wenn du das sagst, gehen wir raus. Viel Spaß im Lurkbau. Ah, weißt du, das hier ist die Ausgangstür, hä? Okay. Ein Auto. Vielleicht. Ja. Unser Legendary Moto-Pokémon. Ich habe übrigens das Bild von der 2 in Discord gepostet. Nice, sehr gut, Crazy Cat Lady. Mega cool. Muss ich dann nachschauen. Beide sind super lange Ladezeiten. Und das Bild ist leider nicht so schön. So,
So, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Ach, wir müssen uns ein paar Starter-Pokémon auswählen. Nice. Yeah, ich habe den Klops in der Mitte. Ich habe mich jetzt entschieden. Ich habe mich schock verliebt in den Klops in der Mitte. Es tut mir leid, er ist so herzig. Schaut, wie er grinst. Ah. Es ist Tradition, neue Schüler vor unserer Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selber entscheiden, welches von den 3 Pokémon dir als Partner zur Seite soll stehen. Das hier ist Felori, das Flora-Katze-Pokémon. Ganz cute. Okay, yeah, schaut euch an. Er sieht so derpy aus mit seinem einen Zahn. Nein, das ist Krokel, das Feuerkrokel-Pokémon. Er ist einfach ein kleiner Dino. Ja, Kro. Und zu guter Letzt hat wir den Quax, das Jungenten-Pokémon. Mit dem shiny Hair. Oh Gott, er fühlt sich so schön. Das ist ja echt herzig, er fühlt sich echt schön. Sie sind alle sehr anhänglich. Meistens weiss ich gar nicht von ihrer Seite weichen. Oh yeah. Ach Gott. No. Wow. Sie scheinen die sehr interessant zu finden. Ja, da bin ich wohl abgeschrieben. Darf ich alle 3 haben? Muss ich mich wirklich entscheiden? So gemein. Ich wäre gerne dabei, wenn du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam auf den Weg machen zum nächsten Hausbesuch. Nächste Villa. Also, ist gut. Lass dir Zeit. Und gib mir den Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nein, ich empfehle mich. Tschüdelü. Und es hat Kürbisse im Garten. Mega cool. Ah, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam. Findest du nicht auch? Ja, Mama. Ah, die 3 Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich denn da für eins entscheiden? Ja, das weiss ich auch nicht. Das ist eben auch so meine Frage. Wie wär's, wenn du auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und dann schaust, wie es so läuft? So lernst du die 3 vielleicht ein bisschen besser kennen. Mama hat die beste Idee. Ach, und bevor du losgehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zum Feiern von deiner Aufnahme an der Akademie. Oh, Achtung, was können wir jetzt über? Ein Smart Rotom. Aha, also das Handy basically. Das ist ein Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Das arme Pokémon. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Nein, ist gut, bitte nicht. Wenn du nicht weißt, was durchgeht, drück der Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit eine Karte aufrufen. Mega praktisch. Pass gut aufs Handy auf, okay? Jetzt aber los mit dir. Go, go. Yalla, yalla. Ja, sie sind wirklich süß, Big Boss, man. Yeah. Begib dich zum Nachbarhaus. Nein, ich muss mich ja zuerst entscheiden. Jesus, schaut euch den Klops an. Er ist so schnussig. Und ich kann durchglitschen. Sind das nur Phantom? Oder wieso? Echt so Holo-Pokémon oder was? Okay, weird. Ist das Absicht? Das frage ich mich gerade. Naja. Aber anscheinend müssen wir wirklich zum nächsten Haus. Also ich will mal zuerst schauen, wie sie laufen, alle. Also den habe ich schon gern, hä? Der ist immer so dicht auf. Jetzt nicht mehr, jetzt war er verwirrt. Aber jetzt hat er wieder überholt. Okay, nice. Oh. Aha. Kann ich das anlassen? Hast du Wasser gefunden? Ich sollte hier nicht rumspielen. Ja, aber die Ente hat gerne ein bisschen Wasser. Aber schau, Ente, hier hat es auch noch Wasser. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nein, ist leer. Oh, da ist etwas. Mingatz, musst Giveaway schreiben. Ausrufezeichen Giveaway. Okay, da passiert auch nichts. Ah, jetzt. Ein Trank habe ich gefunden. So. Ah. Jö. Schaut mal, wie er so total begeistert in den Himmel aufstarrt. Es ist wirklich herzig. Und die zwei, die sind einfach so ein bisschen...
hängen sich voll so aneinander. Okay, die sind wie so Kletten. Sie sind sich die ganze Zeit im Rennen, weil sie sich nicht mehr sehen. Eieiei. Das erinnert mich immer an Omnom von Cut the Rope. Ja, genau! Oh mein Gott, wie süß! Das Omnom war so herzig immer. Ich habe es so herzig gefunden. Da oben ist schon noch etwas. Hey, können wir irgendwie ein bisschen schneller laufen oder so? Das ist ja unerträglich. Okay. Hey Samasha, merci vielmals für die Follow. Wie geht's dir? Wir können echt nicht irgendwie schneller laufen oder so. Das ist ein bisschen okay. Gar nichts bedürftig. Das wäre das erste Mal, wo du das Feuer-Pokémon genommen hättest. Ist okay. Was ist denn mit dem Glumanda? Oder seid ihr eher Shigi oder Bisasam-Leute? Hey, also ist es denn ihr Ernst? Nein, ich kann schon schneller laufen, oder nicht? Jesus. Endlich Wochenende, da geht es einem immer gut. Ja, fair. Ich habe noch ein bisschen mehr als eine Stunde. Aber ist cool. Du hast irgendwie ein Bedürfnis, ne? Aufmerksamkeitsdefizit, oder was? Ah, jetzt. Das wollte er auch etwas sagen. Was hast du gefunden? Er hat etwas gefunden. Ein Schild. Ja, mit dem kann ich wenigstens wahrscheinlich etwas anfangen. Aber mit einem Zaun kann ich nicht so viel anfangen. Was? Gucarico? Gucarico. Oder Gucciarico, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ist schon fein gemacht. Wer bist du? Ah! Oh, ich kann schneller laufen! Oh, finally! Jesus Christ. Das ist Gucciarico. Ein kleiner, aber feiner Ort. Klein, aber fein. Schicke Beste, was? Nee. Ich war Team Glumanda damals, schon immer. Habe ich dich überlesen? Sorry, Massimo. Du bist ein bisschen aufgerutscht. Ich sehe es nicht mehr im Bild. Hey, viel Erfolg beim Giveaway, by the way. Ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Also Leute, falls ihr noch Pokémon Purpur möchtet gewinnen, denkt dran, ihr habt noch 2 Minuten Zeit zum Mitmachen. Nachher tun wir das verlosen und anschließend gibt es noch Pokémon Karmesin. Du musst die Tourporträt auch zuerst verdienen, ja, anscheinend. Ah, okay. Yeah, wie schneller. Nice, finally. Die Macht der Wissenschaft. Was, die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Science, bitches! Mit Hilfe einer Kommunikationsfunktion kann man etwa so, Kann man etwa so bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Ah, cool. Okay, ja stimmt. Pokémon Karmesin und Purpur sind ja Koop-Spiele actually. Man kann wirklich das dritte spielen. Und zwar nicht so wie im letzten Game, wo man einfach nur die Trades zusammen machen konnte, kann man hier wirklich im gesamten Game miteinander rumlaufen. So, wir sind angekommen. Nice. Eine Frage, wie man das Giveaway gewinnt. Was? Ah, ich frage mich, wer das Giveaway gewinnt? Kappa, ja. Ich hoffe nicht der Massimo. Wait, die Ente ist ein Planche? Jö. Aber das ist schon lustig. Ah, das Kätzchen hat gerne Blümchen. Oh, der Klops, der frisst gern. Oh, I love it. Und er ist komplett verwirrt. Ich liebe ihn so sehr. Jetzt schon. Ja, I feel it. Oh Gott. Hey, Mine, bist du Trainerin von diesem Pokémon? Ja, Lami. Nicht ganz. Steffi hat sich noch nicht für eins von den 3 entscheiden. Es ist so herzig. Gott, die Starter sind so süß. Genau. Also alle 3. Nein, aber sorry, ich fühle ihn so sehr. Er ist so lustig. Oh Gott. Schaut das erwartungsvolle Gesichtchen an. Ich kann nicht Nein sagen. Es tut mir leid. Durchtalk mit der Kanone einfach cool. Nein, sorry. Aber ich finde, von allen 3
Starter-Pokémon von der ersten Gen, die letzte Entwicklung nicht so wahnsinnig cool. Also von dem her, ja, aber andere Story. Hallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ah, du bist früher gekommen, als ich gedacht. Das heisst was genau? Senior Direktor. Wollt ihr mir damit sagen, ist das vielleicht... Darf ich dir unsere neue Mitschülerin Steffi vorstellen? Ah, deine neue Mitschülerin Steffi vorstellen? Entweder wir hassen sie oder wir werden Best Friends. Was meint ihr? Habe ich mir's doch gedacht, du bist ins Haus denen eingezogen, stimmt's? Ja, in die Villa dort, ja. Ah, ich bin schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Ah, ich heisse übrigens Nemila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Das ist cute. Also, Nachbarin. Sind wir doch Freundinnen, ne? Yes, please. Das ist die einzige richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nemila ist unsere Schulsprecherin. Also ein bisschen Streber, das ist gut. Und nicht nur das, sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin. Und sie hat schon Champ-Rang. Nice. Nicht schlecht. Da können wir viel von ihr lernen. Nehmen wir es positiv. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, wir legen direkt los. Ein Kampf. Hier und jetzt. Jetzt bist du mal nicht so ungestüm mit ihrer neuen Klassenkameradin. Sie hat sich ja noch nicht einmal für ein Pokémon entscheiden können. Wir haben schon noch genug Zeit, euch näher kennenzulernen. Ganz langsam. Ganz langsam. Was? Wir sind in einer Klasse? Ach so, gut. Dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. True. Also, Steffi. So. Hast du dich entscheiden, welches Pokémon die erste Partner werden soll? Ja! Ja! Es wird, also, jetzt habt ihr sie auch so ein bisschen gesehen, ein bisschen kennengelernt, welches würdet ihr nehmen? Ich meine, ich bin obviously so Fan von dem hier. Das ist so cute! Yeah. Das ist Krokel, ein Feuer-Pokémon. Wenn es seine Funken versprüht, gehen sämtliche Pflanzen in Flammen auf. Perfekt. Einfach perfekt. Du wärst also das Feuer-Pokémon Krokel. Ist das korrekt? Yes, das ist korrekt. Krokra! Du hast dich für Krokel entschieden. Möchtest du dem Krokel einen Spitznamen geben? Ich finde Krokel eigentlich ziemlich witzig. Was? Abfahrt. Was hast du verpasst? Win 2. Ja, genau. Sobald wir das Pokémon so fertig ausgewählt haben, tun wir das zweite Giveaway starten, Leute. Weil nachher hast du ja doch noch eine Chance aufs andere. Ja, genau. Also, das erste Giveaway ist im Moment beendet. Ich tue dann gerade den Picker wählen und dann machen wir das zweite Giveaway. Möchte ich dem Krokel einen Spitznamen geben? Nein, ich finde das voll okay. Krokel ist gut. Krokel tönt auch nach etwas, das aussen wird anzünden. Finde ich einen guten Namen. Entschuldigung. Ja, es wäre auch echt mein Best Buddy, Mann. Schaut es euch an. Ataraxi, ich habe auch meinen privaten Channel tatsächlich. Yes, ich bin auch privat immer mal wieder am Streamen. Genau. Kannst du Ausrufezeichen... warte, ich schreibe es nicht schnell. Also Krox hat ja anscheinend auch gerne, Steffi. Schau mal. Das ist dein erste Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Nein, weisst du, geht's hey. Und schieße sie schafft. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Ich habe schon einen. Hey, Techie! Ja, super, danke vielmals. Das ist mein Channel. Ja, ich bin dort auch privat am Streamen. Ja, du hast dir also das Krokel ausgesucht, hä? Ja. Also, wenn du mich fragst, passt echt super zu dir. Wir geben bestimmt ein Klassenteam ab. Ja, jetzt sind auch gerne alles an. Passt. Direktor. Darfst du mir auch eins aussuchen? Was? Hast du denn bei der Aufnahme von der Akademie noch kein Pokémon bekommen? Nein, habe ich nicht. Damals hat es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, als Steffi bei No anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihr ein neues Pokémon trainieren.
Das klingt doch nach einer wunderbaren Idee. Ja, warum auch nicht? Finny Bubino, danke vielmals für die Follow. Willkommen bei uns. Also, dann möchte ich doch schauen, wie du mit Steffi einen Neuanfang startest. Ja, danke vielmals. Und jetzt so eins über. Nimmt sie die Katze. Wenn Steffi die Krokel hat, dann möchte ich das da. Felori. Okay. Ja, das passt doch. Also gut. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du was? Jetzt ist es Zeit für einen Kampf. Du willst ein Pflanzen-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon antreten. Ist das die Ernst? Also, ich meine, sogar ich weiss, wo nicht viel Pokémon spielt, dass es keine schlaue Idee ist. Wartet unter dem Strand. Okay. Der hat aber gescheit die Ente genommen. Nemila ist der Pokémon-Kampf fast ein bisschen zu fest angetan. Ich empfehle dir aber, die Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und dem Pokémon sterben. Ausser das Pokémon ist dann dermaßen verängstigt, dass es schon so früh kämpfen, dass es mich dann hasst. Das kann auch sein. Nice. Also, dann würde ich aber sagen, wir schauen schnell, wer von euch Hübschen Pokémon Purpur gewonnen hat. Und seid ihr ready? Seid ihr rum? Ecke ist aber immer gut. Wo ich aber keine Ecken abhabe. Ja, gell. Nein, Spuss Giveaway läuft im Moment gerade nicht. Also, seid ihr bereit für einen Gewinner von Pokémon Purpur zu ziehen? Trommelwirbel bitte, dann sind wir ready. Also, 3, 2, 1 und der Gewinner ist der Hoshi 444. Congratulations, mein Lieb, du hast gewonnen. Hoshi, bist du da? Hoshi, bitte melden an der Kasse. Hoshi ist da, super. Hoshi, ich schreibe schnell ein Whisper. Könntest du mir bitte schnell deine Anschrift, deine komplette, also Vor- und Nachname, Strassennummer, Postleitzahl und Ortschaft natürlich zurückschreiben. Dann kann ich dir das nämlich schicken. So, und dann starten wir jetzt auch schon das zweite, nämlich das Pokémon Karmesin. Das ist das da hier, nicht wahr? So, Pokémon Karmesin. Und zwar starte ich das jetzt. So, das heisst, ab jetzt habt ihr wieder 45 Minuten Zeit, um Pokémon Karmesin zu gewinnen. Ihr müsst einfach, wie auch schon vorher, einmal Ausrufezeichen Win 1 für 20 Punkte für 1 Ticket oder Ausrufezeichen Win Leerschlag 2 für 2 Tickets, insgesamt 40 Points. Genau, könnt ihr so mitmachen. Very nice. Good luck an alle, natürlich auch das mal wieder. Genau, und in knapp 45 Minuten lösen wir auf. Falls ihr noch nicht genug Punkte habt jetzt zum Teilnehmen, dann müsst ihr einen Abstand machen und Attraxi, mach mal schnell Ausrufezeichen Points. Aber Voraussetzung ist, ihr müsst Follower sein, um mitmachen. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist, für ein Ticket, also für Ausrufezeichen Win, Leerschlag 1 braucht ihr 20 Points. Und für Ausrufezeichen Win, Leerschlag 2 braucht ihr 40 Points. Genau. Genau, also 12 Punkte reicht leider noch gerade nicht, aber ich kann an dieser Stelle schnell sagen, aber aktiv im Chat mitschreiben, durch das kommt ihr mehr Dings über, mehr Points und natürlich auch aber irgendwie durch einen Follow kommt ihr schon mal ein paar Punkte über. Wenn ihr uns heute schnell raidet, kommt ihr auch neue Punkte dazu über. Es gibt also diverse Möglichkeiten, wie ihr könnt... Hey Finn, hoi, wie geht's dir? Wie ihr zu diesen Punkten kommt. Genau. Also, aber falls ihr jetzt noch gerade nicht genug Punkte habt, habt ihr vielleicht in 40 Minuten genug, wenn ihr regelmässig auch ein bisschen Chat schreibt und ein bisschen Gas gebt, ein bisschen aktiv seid.
Ich bin nur wegen dir da. Wow, Attraxi, wow. Das ist sehr liebes Kompliment. So, okay. Gut, dann können wir jetzt aber weitermachen, würde ich meinen. Ich glaube, das mit dem Punkt übertragen funktioniert leider nicht. Und wir machen jetzt sicher kein Emote-Only-Chat, wenn alle gerade an einem Giveaway mitmachen wollen. Also, gut, würde ich meinen, gehen wir mal runter. Wo ist unser Krokel? Das Krokel ist verstaut. Alles klar. So. Wir haben Trank bekommen. Da ist die Arena, die erste, hätte ich fast gesagt. Das ist der Trainingsplatz. Hey, ich bin hier! Ja, ich sehe dich. Du bist zwar enorm verpixelt, aber ich sehe dich. Hast du dein Pokémon bei dir? Du bist eine Pokémon-Trainerin. Und als Trainerinnen müssen wir unsere Pokémon kämpfen, damit sie stärker werden. Also los, Steffi. Bist du bereit für einen Kampf? Yes! Juhu! Auf das habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist... Nemila. Denkt dran, für die Steffi ist das alles noch neu. Sie hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Jetzt hätte ich fast mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich halt eben die Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal zu kämpfen. Ja, das klingt doch nach einem sinnvollen Plan. Und vor allem, warum sind wir genau in der gleichen Klasse? Sie ist schon so viel weiter als ich. Los, Steffi! Kampf. Modus on. Let's go. Pokémon-Trainerin Emila fordert mich raus. So, bist du sicher, dass du das willst? Das war enorm verpixelt, aber ich sehe, ja, ist ja wahr. Also, das Krokel. Also, wir haben, genau, wir können ja fliehen natürlich, das machen wir nicht, wir kämpfen. Ja, oh, Glut. Nein, ich will mal mit Tackle anfangen. Mal schauen, wie das aussieht. Oh, er hat sogar Schuppen! Ich sehe seine Schuppen. Okay, das ist cool. Das war nicht sehr effektiv. Es ist ein Pflanzen-Pokémon. Was erwartest du? So, schauen wir, wie Silberblick aussieht. Sinker. Also es sieht immer noch so ein bisschen aus wie immer. He? Von dem her. So, und jetzt tun wir Glut einsetzen. Das sollte es eigentlich schön brennen lassen. Okay. Yeah! Das ist sehr effektiv. Wer hat es gedacht? Ist wohl sitzen geblieben? Wahrscheinlich, ja. Also komm, wir machen einfach nochmal Glut. Das bringt dir im Fall nicht so viel. Tüdelü. Yeah! Level 6, Krokel. Was? Sie hat mich besiegt? Oh mein Gott! Wer hat es gedacht? Gegen Krokel. Yes. Wow, du bist echt gut. Ja, also, ich habe 300 Pokémon-Dollars bekommen. Wow, die erste Kampf, du gewünscht direkt so eine starke Leistung. Ich will ja jetzt an dieser Stelle nichts sagen, aber ich bin ein Neuling. Und du bist schon ein paar Jahre in diesem Game anscheinend. Und du willst mir ernsthaft sagen, du bist überrascht, Sieg gewinnen, wenn du ein Pflanzen-Pokémon gegen mich kämpfen lässt, das ein Feuer-Pokémon hat. Aber ja, I mean, it's the game. Sie wollen nett sein, sie wollen uns gewinnen, damit wir natürlich weitermachen. Ist klar. Attraxi, du musst das Leerzeichen lassen. Das Leerzeichen. Ja, natürlich bin ich ein Naturtalent, so ist es. Du bist ganz sicher eine erstklassige Trainerin. Lass uns nochmal kämpfen. Ich will noch eine andere Strategie ausprobieren. Aber bitte nicht wieder mit dem gleichen Pokémon. Ich glaube, Steffi und Krokel sollten sich erstmal ausruhen. Jetzt tut mir so leid, das ist ihre Aufregung. Ja, ist mal wieder ein bisschen mit mir durchgegangen. So.
Bitte entschuldige, Steffi und Kroko, es tut mir leid. Lass uns bald wieder kämpfen. Ja, aber bald. Ah, ja, machen wir, auf jeden Fall. Das scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Atraxi. Also, erste Frage. Bist du Follower? Zweite Frage. Also, keine Frage. Aufforderung. Schreib mal Ausrufezeichen. Wenn es gewünscht schicke ich es dir. Ist gut, merci. Mach mal Ausrufezeichen Points. Atraxi. Nemila, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deiner Mitschülerin hier wirst teilen, okay? Jawohl. Ei, Sir. Zu Befehl, Sir. Ja, ich weiss Punkte. Ja. Du musst 20 Punkte haben. Mach mal Ausrufezeichen Points. Wie viel hast du? Das ist schon direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling musst wissen. Es gibt da eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du das Handy dabei, dann installiere ich sie schnell für dich. Natürlich habe ich das Handy dabei. Ja, natürlich. Du kannst jetzt auf deinem Smart Rotom den Pokédex aufrufen. Nice. Der Pokédex registriert automatisch alle Pokémon, die du fährst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer aus unserer Akademie, ist für die Entwicklung mitverantwortlich. Ah, interessant. Nicht schlecht. Zu meiner Zeit haben wir noch alles von Hang in unsere Notizbücher eingetragen. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, so wie du aussiehst. Das ist schon um einiges praktischer geworden. Hey, nein. Ja, du schaffst es, Ataraxi. Wir glauben alle ganz fest an dich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles von Hang aufzuschreiben ist doch viel zu umständlich. Ja, voll wahr. Hey, Ataraxi, danke schön für die 100 Bits. Das ist lieb von dir. Doch, auch wenn sich die Zeiten ändern, die Zauber-Pokémon zu begegnen, verblasst nie. Sie wird auch jedem einzelnen von euch nach vielen Begegnungen dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein grosses Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung von eurem Pokédex widmen. Oha, was für ein Ziel. Nur dann. Ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Würdest du bitte mir einen grossen Gefallen machen und Steffi zur Akademie begleiten? Yes, natürlich. Also ja, nicht. Also ja, doch. Klar! Überlassen ruhig mehr. Ich tue den kidnappen, dass ich für immer die beste Pokémon-Trainerin wieder bleibe. Oder so. Ich reife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit. Dun, 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 dun. Das Pokémon, um zu verstehen, was ihnen diese Macht verleiht. Pokémon! Kommt langsam, ja, langsam. Aber denk dran, du brauchst 40 Punkte für 2, gell? Ich habe einen Ohrwurm. Entschuldigung. Übrigens, damit ich es noch schnell gesagt habe, an dieser Stelle, sämtliche Einnahmen, die wir durch den Twitch-Channel generieren, also alles, was mit Bits reinkommt, Subs, ja, Donations haben wir noch nicht eingeschaltet, aber alles das Zeug, das ganze Geld werden wir an einen wohltätigen Zweck spenden, das behalten wir natürlich nicht für uns selber. Ja. Geht alles an einen wohltätigen Zweck. Aber trotzdem danke an Ataraxi. Merci vielmals. Gell, finde ich eben auch eine schöne Sache. Und übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe, ein Sub gibt auch sehr viele Kanalpunkte. So. Wenn wir 2 Mal aufbrechen. Niemand will enden. Oh. Oh, es ist aber herzig. 2 passen irgendwie zusammen. Jetzt läuft mir das Intro den ganzen Abend an. Entschuldigung, Big Boss. Pokémon ABC finde ich das bessere Lied. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um einen Pokédex kümmern. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, he? Ein bisschen alles fahren. Oh, aber jetzt, wo wir gerade beim Thema Pokémon sind, oder Pokédex, du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, kann das sein?
Ich zeige dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm. Komm. Hey, warte auf mich. Sonst sehe ich dich nicht mehr. Du bist nur noch Pixelhaufen. Nutze die Pokédex-App. Drückst du den Minusknopf, öffnet sich die Pokédex-App auf deinem Smartphone. Wenn du gerade die Karten-App geöffnet hast, kannst du durchdrücken, dass ich noch zu Pokédex. Okay. Also, hier, nice. Also, kämpfe gegen Pokémon oder fange sie, um mehr Einträge in Pokédex anzusammeln. Gefangene Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt und je nach ihrer Anzahl erhältst du Belohnungen. Drückst du den Plusknopf, während du dir den Eintrag eines Pokémon ansiehst, kannst du dessen registrierte Habitate ansehen. Oh, das ist nice. Und herausfinden, wann und wo es anzutreffen ist. Gut. Ah. Krakel. Jö. Und kein Foto, okay. Oh, das ist herzig. Ich habe gerne mein Krokel. Sein Flammensack ist noch klein. Deshalb über quellende Energie über die Vertiefung an seinem Kopf flackernd freigesetzt wird. Oh. Es ist 10 Kilo. Holy shit. Es ist so herzig. Ja, okay. Genug. Wir haben es gesehen. Die Folge wieso? Okay. Gut, cool. Wir können ja schleichen in diesem Fall. Interessant. Entschuldigung, würdest du es bitte nicht hier sagen? Ataraxi. Würdest du es bitte nicht hier in unserem Stream sagen? Nein, ist eigentlich schon gut. Völlig jorig. Mami, was machst du hier? Schätzchen, du hast jetzt das 9 vergessen. Ach, Steffi. Machst du jetzt also zusammen mit der Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Ja, ist die Idee gewesen. Ah, machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Ah, sehr schön, dass du so schnell eine Freundin gefunden hast, Schätzchen. Ja, gell? Ich habe eben in der Broschüre von der Akademie gelesen, was für eine grossartige Person dort lehrt. Oder Mehrzahl, was für grossartige Personen dort lehren. Also unterrichten. Außerdem scheint es eine Menge nützliche Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune kannst nutzen. Mila steht dir ja jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Und jetzt los, aus meinem Haus. Ab heute fängt dein Leben an der Akademie an. Schau einfach, dass es immer regelmäßig ist, okay? Hat sie auf ihrer Schürze einen Löffel mit einem Pokéball drinnen. Hey, nein. Steffi, welches Pokémon-Spiel ist dein Favorite? Also so generell. Die Frage würde ich gerne nicht beantworten. 10 Kilo und voran ist es so easy peasy auf deinem Ellbogen getragen. Ja, eben, gell, Donato. Also wirklich so, vorher ist es so auf meiner Schulter und so auf meinem Arm so ein bisschen rumgehüpft und hat so ein bisschen geschmüsselt. Und in Wahrheit wiegt es einfach 10 Kilo. Wahnsinn. Aber mehr als 10 Kilo, ja, das ist ein richtiger Klops. Das ist eben gut so. Genau, ist völlig in Ordnung, Ataraxi. 5 Sekunden später, bam. Wie manches Pokémon gibt es in diesem Game? Ich habe absolut keine Ahnung, Swissquell. Kein blasser Schimmer. So, hier ist ein bisschen Geld und ein bisschen Verpflegung für mein grosses Mädchen. Also doch das 9. Ein Sandwich habe ich bekommen. Cool, danke vielmals. Sandwich. Das Gericht besteht aus verschiedenen Belägen mit Fleisch oder Gemüse, die zwischen 2 Scheiben Brot platziert werden. Der ideale Imbiss für ein Picknick. Ah, okay. Und hier nimmst du am besten auch noch mit. 5 Tränke. Cool. Für den Fall, dass der kleine Begleiter sich verletzt. Das wollen wir natürlich nicht. Ach, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Es erwartet dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaft am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei all diesen Sachen, die dir Spass machen, aber auch bei denen, die dir werden schwer fallen. Und du kannst natürlich jederzeit heimkommen und dich bei meinem Mameli ausruhen. Das ist doch schön. So, dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Hey Mongo, wie geht's dir?
Ah, Steffi, ich war am 12 Uhr bei dir im Stream. Yes, ich erinnere mich an dich. Mama, wie geht's dir? Alles gut? Ah, deine Mama ist ja total lieb. Was? Aber wo sind wir nochmal bleiben stehen? Ah, richtig. Ich wollte zeigen, wie man Pokémon fängt. Yes, zeig. Und warum laufst du schon wieder weg von mir? Dort oben bist. So ein Pixelhaufen aus 20 Pixeln. Seh dich! Darf ich auch laufen? Jetzt. Folge dem Milan. Machen wir. Gleich wir in einen Brunnen. Kreativ. Hey. Mach dich nicht über den Begriff Gleimerin lustig, okay? Hat eine Bedeutung. Da, schau Steffi. So. Also da fängt der Gucciarico-Pfad an. Gucciarico oder Cucarico? Oder Cucarico? Eigentlich Cucarico, hm? Also sagen wir Cucarico. Recherche ist ein Brunnen, ich sehe es. Und auf diesem Pfad geht dieses Abenteuer los. Das Ferkel! Ja! Anders als in der Stadt begegnen wir auf dem Weg und im hohen Gras nämlich wilde Pokémon. Du hast dich einem nähern, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Krokel. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du einen Pokéball. Ich habe ja die Menge davon hier. Ich gebe dir ein paar ab. Oh, so nett. 5 Pokéball, das ist aber lieb. Zwerkel! Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen das Pokémon zu kämpfen. Yes! Krokel! Also wenn du in einem Kampf gegen ein wildes Pokémon den X-Knopf drücken kannst, du einen Pokéball werfen und einen Fangversuch zu starten. Okay. Man könnte das Tutorial abkürzen. Für Anfänger super, aber für Veteranen so lame. Ist bei jedem Pokémon das gleiche? Ja. Das ist jetzt halt mal so. Das ist jetzt so. Kann man jetzt leider auch nicht ändern. Yes. Wir müssen mal tackeln. Los! Nimm deine 10 Kilo. Und... oh Mann. Was? Du Spaß finden. Was? Ah, du spielst gerade Splatoon 3, Amma. Okay, auch nicht schlecht. Machst du jetzt schon durch. Coole Sache. Dann machen wir nochmal einen Tackle. Dann könnte ich ja jetzt eigentlich fahren. Jetzt soll es kein Problem sein. X. Yes. Wuhu. Klasse! Das Ferkel ist gefangen. Oder schade, dass das Krokel ihm nicht hinten nachläuft. Das wäre herzig gewesen. Ein Ferkuli ist bei uns im Pokédex angelegt worden. Nice. Möchtest du mir einen Spitznamen geben? Nein. Ist gut. Also, sagen wir es so, Leute. Ich würde ihm einen Spitznamen geben, wenn wir das für immer, also wenn wir da wirklich serious würden weiter spielen. Wenn ich jetzt würde weiter streamen, die nächsten 500 Mal, dann würde ich mir natürlich schon schauen, dass ich unseren Pokémon ein paar Spitznamen gebe, beziehungsweise könntet ihr bestimmen, wie die Pokémon würden heissen. Aber da ich einfach mal einen Stream reinschaue, ja, finde ich das ein bisschen unnötig. Darum, sorry für das. Wow, das ist ja super. Das ist die allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir das sofort gelingt. Also was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mehr ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokéball, immer genug Pokéball dabei haben. Ja, sind noch ein paar. Ja, 10. Nice. Jetzt haben wir 14. Du solltest deine Pokémon zuerst schwächen, bevor der Pokémon-Ball schießt. Merkst du das, okay?
Stell dir unterwegs am besten ein paar wilde Pokémon und probier zu fangen gleich noch. Also geht sofort mal aus. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben kann man die Akademie sehen. Sollte ich nicht eigentlich schon lange in der Schule hocken und irgendwie lernen oder so? Also du kannst auch einen Kampf beginnen, indem du dich einem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der ZR-Taste einen Pokéball auf es wirfst. Das eignet sich besonders, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Aha. Okay. Da ist noch das Ding. Das nehmen wir auch mit. Sie sind überall verstreut hier, oha. Wie viel muss ich eigentlich von denen haben? Ich bin voll in reingelaufen. Entschuldigung. Oha, die Perspektive ist interessant. Effektiv! Das scheint effektiv zu sein. Bam. So viel Schaden macht es also auch nicht, aber ja. So. Das andere Dinge ist auch lustig. Die ganze Zeit so, was passiert hier? So. Werfen wir mal einen Pokéball und schauen, was passiert. Nur Indie-Game oder auch Real-Time-Strategy? Nein, hauptsächlich Indie-Game. RTS sind nicht so Minigames tatsächlich. Ja, Level Up! Yay! Nein, auch hier kein Spitzname. Es sieht doch aus, als wärst du voll so am Rennen. Was bist du? Oh Gott, ein Wollknäueli. Ein Wollknäueli? Ernsthaft? Oh, Kanon. Neue Attacke. Ui, es hat ordentlich Schaden gemacht. Wir sind eingesponnen. Grusig. Also es ist in dem Fall so ein Spinnen-Pokémon. Also ein Zack. Es sieht aus wie so eine Zacke. Schlimm. Schlimm, schlimm. So, dann schmeißen wir jetzt den Pokéball drauf. Dann kommt das gut. Ja, schon eine Spinne, aber es sieht doch ein bisschen aus wie eine Zack. Tarundel. Also Tarantel ist es eigentlich wahrscheinlich, hä? Registriert. Nice. Das ist auch unser Team. Okay. Ich will das da oben. Das ist herzig. Hey, Taxi, du hast jetzt auch ein Ticket. Nice, congrats. Kann ich es mal anzünden? Mal schauen, was passiert. Oh, es ist fast tot. Ui, das war sehr effektiv. Upsi. Nicht sterben. Nein, es ist tot! Verdammt! Upsi! Ich habe es angezündet. Ja, komm, ist gut. Don't worry. Ich bringe dich nicht um. Den nicht. Ich schaue, dass sie dich nur so sehr verletzen, dass du so geschwächt bist, dass du in meinen Pokéball rein kannst. Und dann brauchst du meine Adresse. Jetzt kannst du mir ins Büro schicken, ist gut. So. Yeah! Ich bin Content Marketing Manager in Gaming. Ich habe das da alles aufgebaut. Nice. Abspraß! Nein, kein Spitzname. Coole Sache. Und hier noch eine. Oh!
Ein Ameisen oder so. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist schon komisch auf jeden Fall. Jetzt so viele Insekten. Hallo, ich will nicht nur Insekten-Pokémon, ich will mal ein bisschen andere haben. Ja, geil, ist geil. Pokémon gibt ja auch eine Menge Theorie, wie das Innere ist. Also wie das Innere von einem Pokéball ist, Mensch. Ja. Wenn der lenkt das, kann ich mal den Pokéball einsetzen. Das hat ja schon lange nicht. Yes. Das Purmel. Cool. Unser Krokel ist schon Level 8. Sehr schön. Purmel verstreut giftigen Puder, um Gegner zu vertreiben. Welche Pflanzen es frisst, ist von der Gegend abhängig, in der es lebt. Okay. Der hat übrigens so eine Viertelstunde, Leute. In 15 Minuten ist das Giveaway beendet. Das sind automatisch aufsammelte. Gegen Gift, okay. Ich möchte eigentlich nicht so jetzt die ganze Zeit alles mit... Ja, so einen nehme ich noch. Moderator passt auf die Steffi auf. Ja, das ist aber auch richtig so. So, das Pamo. Ich kann sehr gut auf mich selber aufpassen. Ja, das könnte ich natürlich schon. Ausser wenn ich hier am Streamen bin. Nein, ich bin paralysiert! No! Don't hurt me! Baby, don't hurt me! Don't hurt me! No more! What is love? Ja, mach das, Amma. Nein, ich bin definitiv nicht aufs Maul gefallen. Das ist ja so. Ja. Yes. Und unsere Pokémon bekommen neue Attacken. Das ist natürlich auch nice. Das Pamo ist in unserem Pokédex registriert. Seine Pfotenballen sind Organe zur elektrischen Entladung. Gelingt es ihm, auf den Hinterbeinen zu stehen, schießt es Strom aus den Vorderpflanzen. Oha. Ich hätte gerne in meinem Team. Ja, das darf weg. Pokémon-Buchse. Das ist irgendwie brutal. So, jetzt gehen wir da mal in den Turm auf, sonst kommen wir da nie fürschen. Aber was ist jetzt wieder los? Ich kenne nur die alten Games und muss sagen, es sieht echt gut aus. Ja, die Qualität ist so ein bisschen lala. Aber es ist komplett Open World anscheinend. Und von dem her ist es natürlich schon cool. Steffi! Und? Hast du das Fangen von den Pokémon schon getroffen? Komm, lass mal schauen, wie viele Pokémon du schon geschnappt hast. Oh Gott, was war das? So einen Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist es ein richtig starkes Pokémon. Komm, wir müssen herausfinden, von wo der Ruf ist gekommen. Also, er hat ein Gebrüll, Mensch. Aber mach ja einen grossen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und die Smart Rotom hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber passt entlang der Krippe trotzdem besonders gut auf, okay? Yes, yes. Was für eine Höhle? Wo ist die Höhle? Also. Hat ein bisschen viele Cutscenes. Aber ja, schon am Anfang. Hat sie dir gesagt, wir sollen aufpassen? Ach, scheiß drauf. Das wäre cool, hier ist brutal ausgesetzt worden. Nein, ich habe sie in eine Box gesteckt. Ich habe es nicht ausgesetzt.
Oh no! Oh no! Oh, die finde ich auch cool, die Hündli. Wie heisst die nochmal? Oh no! Du siehst nicht so gesund aus. Sag nicht, wir sind jetzt aber abgestürzt. Natürlich sind wir abgestürzt. Okay. Fiep! Es hat sich vorher so brutal gerohrt. Jetzt macht es sicher nicht Fiep. Was bist du? Also ja, ich weiss natürlich, was es ist, aber... Unser Legendary! Seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Und total ausgeliefert. Vielleicht kannst du mir etwas geben, das mir auf die Beine hilft. Ja, wir haben doch sicher ein Sandwich. Da, iss mein Sandwich. Ich teile es mit dir. Nö. Du darfst mein Sandwich haben. Ja, nicht so viel Hunger. Du siehst aus, als könnte ich es brauchen. Es hat feines Ferkoli-Fleisch drin. Nom. Handasser, genau. Das finde ich voll cool. Oh, es sieht wieder fit aus. Das Power Sandwich. Das Protein Sandwich war es wahrscheinlich gewesen. Mit ganz viel Körnchen drin. Das ist so ein Roboter eigentlich mehr als wirklich ein Pokémon. Vor allem mit diesen Turbodrüsen hängen. Was ist denn jetzt los? Hey, ich komme auch gerade Hunger über. Irgendwie. Mondstein! Ah ne, warte schnell. Es hat schon so ein bisschen ausgesehen wie so eine Sailor Moon-Verwandlung, nicht? It's pretty. Das passt zu meinen Augen. Habt ihr gesehen, wie das zu meinen Augen passt? OMG. Der Pixelhaufen verschwindet langsam in der dunklen Höhle. Und wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir wissen immer noch nicht, was uns in der Höhle erwartet. Und es ist wieder da. Cool, gehen wir mal mit. Im Moment 2% auf das Game. Was? 2% aufs Game? Übrigens, ihr habt noch 9 Minuten Zeit, um am Giveaway mitmachen. Oha. Hey, Steffi! Also da oben. Hallo. Da bist du. Alles okay? Geht's dir gut? Ja, alles klar. Tipptopp. Ist mir nie besser gegangen. Zum Glück. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Und das alles nur, weil ich unbedingt herausfinden wollte, von wo der Ruf ist gekommen. Das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt zuerst mal schauen, wie du da wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben, also da rauf zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann ich eins von meinen Pokémon vielleicht wieder raufziehen. Ich nehme einfach das da hin. Das sieht schon aus, als wäre es genug stark. Was ist das für ein Pokémon vor dir? Es schaut dich immer so an. Ja, vielleicht will es, dass ich draufsitze. Oder dass ich ihm folge. Ich glaube, es wollte echt, dass ich ihm folge, ja. Oh yeah, it's pretty strong. Einfach so Steine zerdeppern. Wow, krass! Pokémon kann so stark sein wie mein eigenes. Oder sogar noch stärker. Ich glaube sogar eher noch stärker. Oh, schau mal.
Ein Frettchen. Und es ist hässig. 10. Mungo, das geht leider nicht. Was wofür ist das Game? PS5? Atraxis ist ein Pokémon. Das ist selbst schon natürlich für die Nintendo Switch. Scusi. Ja, also wirklich. Yeah. Ja, wir haben Haare bekommen. Okay, interessant. Pokéball. Da haben wir noch etwas. Nehmen wir auch mit. Da hat es auch noch... Ist das auch ein hässiges? Ja, das ist auch ein hässiges Frettchen. Sieht lustig aus. Das grüne Ding. Noch mehr hässige Frettchen. Ich muss aber nicht gegen alle kämpfen, oder? Oh. Also irgendwie erinnert es mich mehr daran, wie wenn so eine Herde kleine Welpen würde auf mich zuträbeln. Nur herzig eigentlich. Aber sie haben anscheinend Schiss vor dem Big Boss Legendary Pokémon. Die Handtasser in der Höhle sind ziemlich rauf. Was? Raulustig. Es beruhigt mich zwar, dass du die Beschützer an der Seite hast, aber du bist trotzdem ein bisschen vorsichtig. Ah ja, was ist hier? Entschuldigung, was ist hier? Ah, das ist einfach nochmal eine Säule, okay. Gut, können wir weitergehen. Ich denke, es ist weiter. Ja, ist gut. Nein, ich darf natürlich das nicht gewinnen. Das heisst ja noch. Hey, cool, danke vielmals. You are very strong. Moment. Atraxi, du hast 2 Tickets eingelöst, genau. Ja. Pass auf, da kommt irgendetwas. Achtung, hinter dir. Ui. Nice. Das ist so cool. Dritte Nachmittag am Brennen. Ja, gell? Mega nice. Oh. Ja, es ist Krackeln schon. Krackeln, pass auf. Es ist Level 4. Wir sind Level 8, Mann. Wie soll das gehen? Also, wir sind halb tot. Du bist paralysiert. Kannst du deine Hände ziehen, so sehr, dass du keine einzelnen Beutel hervorholen kannst? Ja, super. Unfähig sind wir auch noch. What happened just now? Was ist passiert? Ja, wir haben alle Angst vor dir. Wir haben es kapiert. Ausser er nicht. Also, gut, muss ich halt regeln. Ja, komm, regle mal. Du schaffst das. Er ist unser Hero! Hey! Da oben! Komm schnell! Yeah, wir sind gerettet worden. Nice! Bravo! Gut gemacht! Nice! Ja, klar ist es so gemacht, dass du nicht gewinnen kannst. Es ist das Level 40 Pokémon. Come on. Logisch kannst du nicht gewinnen. Ich habe noch Pokémon Rot, Blau, Gelb und Saphir gespielt. Das ist schon mal mehr als ich. Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Das ist richtig brenzlig geworden. Ich war paralysiert, ich habe mich nicht bewegen vor Angst, aber okay.
Irgendwie sieht es immer so ein bisschen piss aus. Schau mal. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ist alles in Ordnung mit dem? Vielleicht ist es nur erschöpft, wo seine ganze Kraft nicht aufbraucht. Was für ein Pokémon ist das überhaupt? Das sieht ein bisschen aus wie ein Mopex. Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Und dann hat sich auch noch plötzlich sein Aussehen verändert. Mensch, es geht ihm gut. Das ist die Frage aller Fragen, ja. Oder weißt du das auch nicht, hä? Aber zum Glück ist dir nichts passiert. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du, das komische Pokémon, das ist ganz im Einklang, wo ihr gegen die Hundemon gekämpft habt. Gegen das Hundemon. Was? Du hast ihm gar nicht gesagt, dass er es so machen soll? Ich hab gedacht, das wäre jetzt dies. Aber ja, in dem Fall auch doch nicht. Oh, es lebt wieder. Willkommen zurück. Oh, schau mal. Es scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. So ein Glück. Der mysteriöse Ruf von vorher. Mensch, es ist von diesem Pokémon hier gekommen. Ja, obviously. Mann, oh Mann. Je länger ich es anschaue, desto komischer wird es. Ich möchte auf jeden Fall gegen das antreten, wenn du es trainiert hast. Es ist ja so klar, dass sie so bekämpfen haben, als ob du eine Chance hättest. Aber du tauschst dein Handy nur aus, so für den Fall, dass so etwas nochmal passiert. Das wäre sicher nicht schlecht, ja. Ja, klar, es ist in jedem Pokémon so. Das ist doch basically auch immer so ein bisschen die gleiche Story, nicht? Also die Spielmechanik ist immer so die gleiche, die Story ist immer so ein bisschen ähnlich. Und dann, mit diesem Item kannst du deinem Pokémon eine neue Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner hilft. Yeah, ein Sternschauer, nice. Und überleg dir aber gut, wie es nutzt. TMs kann man nämlich nur einmal einsetzen. Aber jetzt sollten wir noch nach dieser ganzen Strapaze zuerst mal ausruhen. Komm, wir legen da beim Leuchtturm eine Verschnaufspause ein. Ein Päuseli. Nice. Ja, kommst du jetzt mit? Bleibt ihr da? Kommt ihr mit? Ja gut. Lalalala, Open World PvP Pog. Ja, es ist wirklich alles Open World, ja. Dort steht jemand am Fenster und schaut rein. Das ist ein bisschen sass. Entschuldigung, das haben wir jetzt selber. Was machst du hier draussen? Das hat nichts mit euch zu tun. Moment, die kenne ich doch. Pepper, oder? Aus dem geisteswissenschaftlichen Zweig. Oh, die sind nicht ganz dicht. Du bist doch der Sohn vom Pokémon-Professor, Professor Futuros. Ah ja, und im Karmesin heisst Professorin Antiqua. Aber wegen Zukunft und Vergangenheit, so was ihr forscht. Ich wollte wissen, was das Ding hier macht. Und dazu noch in dieser Form. Ich habe es unten bei der Klippe gefunden. Es hat mich gerettet. Es hat mich gerettet. Ich habe einen ganz komischen Ruf gehört und wollte den Sachen nachgehen. Aber dort ist Steffi in die Klippe runtergefallen. Und das Pokémon hat ihr geholfen. Ich glaube, es hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht und darum sieht es so aus. Aber du hast gesehen, wie stark es ist, bevor es seine Form gewechselt hat. Ich weiss schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Miraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Hä? Das Pokémon heisst Miraidon. Woher weißt du das? Also von wo? Wieso? Warum? Ja! Ah, du kannst nicht ins Labor. Die Tür ist abgeschlossen. Dein Gesicht sagt mir gar nichts. Aber durch die Uniform nach bist du auch von dieser Akademie. Oh Mann. Miraidon ist kein Pokémon. Das sich von jedem dahergelaufenen Trainer umkommandieren lässt. Entschuldigung. Aha. Und was für ein Pokémon ist es denn?
Also, please. Also, lass mich zuerst mal testen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, dich um das Pokémon zu kümmern. Traust du dir das zu? Ja, natürlich. Du hast einen Funken mehr Motivation, als ich gedacht habe. Du bist sehr überheblich. Hat ich nicht gegeben. Was hat er noch geschrieben? Das Giveaway ist by the way beendet, Leute. Das Giveaway ist beendet. Wir machen noch ein paar Minuten und dann machen wir Feierabend. Was meint ihr? Genau, Sternenboy. Man kann den Text auch vertonen. Fleur schon lange nicht mehr gewonnen. Das stimmt, Massimo hat tatsächlich schon sehr lange nicht mehr gewonnen. Das ist nein, tatsächlich. Baraka verkauft einfach das VOD an Nintendo. Wegen der Vertonung, oder was? Ja, also das muss ich wirklich auch sagen. Ich finde auch so langsam für so eine grosse Company wie Nintendo bzw. Pokémon Company wir haben so langsam so im Jahr gleich 2023 sollte es doch eigentlich schon möglich sein, so Games zu vertonen. Nicht? Jedes andere Game hat mittlerweile eine Vertonung, außer Nintendo. Nintendo ist doch der Meinung so, nö, machen wir nicht, kostet nur. Genau, Schweizerdeutsch Edition, das würde ich hure feiern im Fall. Aber es ist nicht mal auf Englisch oder Japanisch vertont, das ist hure lame. Also bei einem Kampf komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Also los, try it. Zeig mir, was für ein Pokémon du hast. Ein Raffel. Ja, es passt zu dir. Im Krockel geht es aber nicht mehr so gut. Der hat ein paar unschöne Erinnerungen an mir geweckt. Für das werde ich mich rächen. Oh, im Krockel geht es ja wieder gut. Ja, umso besser. Dann machen wir doch gerade mal zum Anfang den Silberblick. Sie wollen halt einfach Max Money machen. Ja, das ist eben vielleicht wirklich so ein bisschen so. Das ist aber irgendwie schade. Nee, es ist jetzt ein bisschen traurig. Die Betonung wäre sicher nice. Aber gell, finde ich eben auch. Kanon! Wow, das war sehr effektiv. Langt auf das Tackle. Das sollte eigentlich lange. Los, Tackle ist weg. Nice. Das ist jetzt ernsthaft gemeint, du kommst mit einem Eichhörnchen gegen mich an. Schau mir mit 10 Kilo Klops an. Das ist voll cute. Gute Vertonung macht so viel bei einem Game aus. Ja, finde ich eben auch, Massimo. Aber wirklich. Genau, die Crazy Cat Lady hat letztes Mal gewonnen und hat das Game dann weitergegeben. Das war auch lieb. Nein, haben schon. Das Giveaway ist noch nicht ausgelost worden. Es kommt dann gerade. Du solltest in die Schule. Okay, Moment. Gib mir noch 2 Minuten und dann schaue ich gerade. Sobald es hier fertig ist. Ist gut. Also fertig, sobald okay, das scheint ein bisschen länger zu dauern. Einfach gewusst, was hoffentlich gewusst, dass, oder gewöhnt das Game Geisteswissenschaftler. Das wäre lustig, ja. Nein, die Schule kann nicht warten, haben wir schon. Super gemacht, Steffi. Mit einem gerade erst gefangenen Pokémon hätte ich wohl keine Chance. Ja gut, so kann man es auch sehen. Alles ausreden. Naja, wenn du das Pokémon wirklich in deine Obhut nehmen willst, dann kannst du das hier sicher brauchen. Und dann Pokéball kannst du es unter Kontrolle bringen. Jetzt gibt er mir einfach so sein Pokéball. Das ist doch ein weirder Dude, nee. Oh mein Gott, Dani! Hey, danke vielmals für die Sub. Mega lieb. Merci vielmals. Einfach nochmal schnell zur Erinnerung. Alle Einnahmen, die wir hier bekommen mit dem Twitch-Channel, geht an einen Wohltätigkeitszweck. Whatever. So, und jetzt müssen wir aber noch schnell das Giveaway beenden, beziehungsweise einen Gewinner auswählen, Leute. Seid ihr ready für Pokémon Karmesin? Der Gewinner ist 3, 2, 1. Der Swiss Squall. Nice. Swiss Squall, bist du da? Und sorry an alle, die nicht gewonnen haben, aber wir machen immer wieder Giveaways. Also kommt einfach immer mal wieder vorbei schauen.
Und dann seid ihr irgendwann sicher auch mit am Start. Nice! Wuhu! Swissquell, ich schreibe dir schnell ein Flüster, also eine Nachricht, ein Whisper. Schreib mir bitte auch hier schnell deine Anschrift, also Vor- und Nachnamen, Strassennamen mit Nummer, Postleitzahl und Ortschaft. Und dann tun wir dir das nächste Woche auf die Post. Genau. Es wird ich zwar auch nicht, aber ich weiss, wer Freude am Spiel hat. Freude am Spiel hat. Nice, Crazy Cat Lady. Aber ja, nächstes Mal vielleicht wieder. Und ja, hey, dann kannst du jetzt in die Schule gehen. Und wo bist du? Hemschau, genau. Hemschau, jetzt kannst du in die Schule gehen. Sorry, aber next time hoffentlich. Und auch an alle anderen, die nicht gewonnen haben. Das war das zweite, Flöru. Das war das zweite. Wir haben jetzt das Purpur und das Karmesin verlost. Das Purpur hat der Hoshi gewonnen vor etwa einer Stunde. Und das Karmesin jetzt gerade hat der Swiss Squall gewonnen. Das waren schon beide, ja. Genau. Ja, genau. Einer ist Karmesin und einer ist Purpur. Korrekt. Das erste haben wir schon vor einer Stunde verlost. Weil ich kann nicht 2 Giveaways gleichzeitig laufen, darum muss ich sie nacheinander machen. Darum ist das erste schon weg. Genau. Voll an dir vorbei. Ja, schade Marmelade. Aber jetzt ist es halt so. Also schauen wir dann noch schnell ein bisschen weiter. Das ist mir das Pokéball, das wir bekommen haben. Genau, mit dem kann ich noch Kontrolle halten. Und warum genau hast du das? Was soll ich auch nur sagen? Endlich bin das Ding los. Man sieht sich. Entschuldigung? Es läuft mit dem falsch. Ja, der halt nicht. Tschüss, wir sehen uns in der Akademie. Weird. Es scheint auch Freude an uns zu haben. Hihi. Hey Massimo, wünsche dir ein schönes Weekend. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Er scheint einiges zu wissen. Wenn ich ihn das nächste Mal verwünsche, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Sie will immer gegen alle kämpfen, Mann. Vielleicht kann ich so ein paar Antworten aus dem rausquetschen. Komm, wir gehen auf den Leuchtturm. Okay. Von dort können wir die Akademie schauen. Die gehen wir jetzt noch schnell anschauen. Hey Crazy Cat Lady, das wünsche ich dir. Oh, mach's gut. So, also wir gehen jetzt hier auf den Leuchtturm. So. Danke vielmals, Taraxi. Lieb von dir. Also ich sehe noch keine Akademie, aber okay. Hier ist die Akademie wahrscheinlich. Nein, das ist ein riesiges Schloss, Mann. Das ist eine Tankstelle oder so. Ein Dörfli. Und ein gigantisches Schloss. Was auch immer das dort drinnen ist. Oh, ein paar Möwen. Aha. Die Aussicht aufs Meer ist auch ganz hübsch. Vielleicht sehen wir irgendwie ein Lapras oder so. Das ist das Haus von ihr. Dort hinten sieht man noch knapp das Dach von unserem Haus. Okay. Ja. Schau mal, da hinten liegt Mesolana City. Mesalona, Entschuldigung. Das ist ein schwieriger Name. Das grosse Gebäude mit dem Pokémon drauf ist die Akademie. Aber doch, das ist ja gigantisch, Mann. What the hell? Das ist grösser als Hogwarts. Ich freue mich schon total drauf, mit dir in die Klasse zu gehen, Steffi. Ja, ich freue mich auch. Wuhu, sind wir alle happy. Tralala. Das wollte ich hören. Wir werden so viel lernen und so viel gegeneinander kämpfen. Die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach grossartig, findest du nicht? Ja, ist ein bisschen pixelig, aber es ist gut. So, wir sind nicht so vom Stuhl. Hogwarts im Pokémon. Ja, fast. Fast. In dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Also in dem Sinn, willkommen in Paldea. Und wie du siehst, ist da noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Also sollten wir vielleicht mal losgehen. Aber zuerst gehen wir noch auf Pratolido. Das liegt auf dem Weg. Das kleine Dörfli dort. Alles klar, auf geht's. Auf geht's. Was
Was, hast du das Evoli gesehen? Crazy Cat Lady. So, also. Ja, Leute. Das war unser erster kleiner Eindruck von Pokémon Purpur und Karmesin. Ich hoffe sehr, es hat euch allen Spass gemacht und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Game so ist. Ja, man muss leider sagen, von der Grafik her ist es immer noch ein bisschen traurig. Muss man leider wirklich sagen, es ist ein kleiner Pixelhaufen. Sonst denke ich mal, wird es vom Gameplay auch nicht sehr viel anders sein als die vorherigen Pokémon, abgesehen davon, dass es jetzt natürlich komplett Open World ist und dass man auch im Coop kann spielen. Und ich glaube, dass man es im Coop kann spielen, wird im Game wirklich sehr, sehr, sehr viel helfen, sage ich jetzt einmal. Also es wird sicher ein paar geben, die es spielen, vor allem auch, wo man es Coop kann spielen. Aber ja, so viel dazu. Das wäre es von meiner Seite her. Merci vielmals, habt ihr alle zugeschaut. Cool, seid ihr dabei gewesen. Merci vielmals alle, die mitgemacht haben am Giveaway. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Dann wünsche ich euch einfach jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche denkt daran, am 3 am Montag sind wir wieder live mit dem Gaming News Podcast. Am Dienstag am 11. ist der Klemmbausteine-Stream. Am Mittwoch am 3 ist der Troy wieder am Start. Also jetzt diese Woche hat er leider nicht streamen, weil er krank war. Aber ich denke, es wird ihm sicher wieder besser gehen. Und dann am Freitag bin ich wieder am Start am Nachmittag. Und wir spielen aber den Immortals Phoenix Rising weiter. Yes. Danke euch vielmals und wir hören und sehen uns und wünschen euch ein ganz schönes Wochenende. Es ist lustig zum Pokémon Colosseum starten, der macht das doch, Crazy Cat Lady. Macht das. Ich wünsche euch ein ganz schönes Weekend. Erholt euch, macht's gut und bis am Montag. Also ja, bis nächste Woche.